Marius. Es war da gut, den fertig daheim hier zu kommen als die Schwester, um zu hören, was Gott uns zu sagen hat, durch sein Wort. Und den Thema, was ich mich von der Marius gewählt habe, von zu reden, habe ich vielleicht gesehen in den Bulletin, dass wo dann wir im jährlichen Kampf sind. Würde nicht fern sein, wenn wir die Antwort haben für alles, was wir durchgehen, die leichten Tiden, die guten Tiden, auch die schweren Tiden. Besonders, wenn wir denken an einen Kampf sind, schwere Tiden, die wir durchgehen, wenn wir einmal wissen, woran gehe ich durch diese Zeit. Würde nicht fern sein, wenn wir einmal die Antwort haben für alles. Aber ich glaube, wenn wir von der ein bisschen gucken, was die Schrift zu sein hat über diese Dinge, dass Messen mit wem wir vertalen, besonders wenn wir mit Christen vertalen, dann haben wir hier der Vertalen der Teilmat, wo sie durch schwere Tiden gehen. Und wenn wir wollen lesen und hören, worum das ist, dass Christen durch schwere Tiden gehen, da wollen wir uns das mit deutlicher sein, worum wir durch diesen Kampf gehen. Und das fängt all von wie drei an, wo das anfängt. Das fängt nicht bloß an, von was der Welt anfängt. Das kriegt der Funkel an, der Welt erschaffen wir das Kampf all. Und ich dachte an, wenn wir in der Offenbarung gucken, dann 12. Kapitel, Vers 7, sagt, dass im Himmel bricht ein Krieg aus. Da wird ein Krieg im Himmel, was der Utbrechen tut. Michael und seine Engel kriegen jeden den Drachen in seine Engel. Also da wird Michael, Lucifer, was dann das Engel, was heute dann Lucifer zu der Zeit, er wird raufgeschmissen worden durch die Erde, dort er kriegen gegen Gott in seine Engel. Weil er will so werden als Gott wir. Und da probt er das auf, da probt er Gott auf und da wird er ändert, er hat keine Macht gegen Gott. Und ich glaube, du wenn jetzt erst hat, wir haben mit den Feind zu kämpfen, weil es gegen Gott ist und dass Gott hat uns gemerkt, nur sein Ebenbild nur. Er hat uns erschaffen, nur sein Ebenbild nur und das kann der Feind nicht leiden. Und deswegen will er uns proben zu verdorben. Deswegen sind wir im Kampf. Und deswegen dass wir wählen, wo dann wir im geistlichen Kampf sind. Das ist im geistlichen Kampf. Wenn wir im fleischlichen Kampf sind, dann würden wir einmal vielleicht das verbiegen, oder wir würden besser gewähren können, oder was immer, oder wir würden vielleicht besser verstehen können. Aber im geistlichen Kampf, das sagt ich in der Epheser Vers 12, sagt das, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist nicht gegen Fleisch und Blut, was wir kämpfen tun. Das sind gegen beide Geister von der Himmelswelten. Also von gegen den Feind in der beide Geister, da wir kämpfen. Das ist, worum wir in diesem geistlichen Kampf sind. Und wenn wir das verstehen können, wo wir das erst willst, das ist die Feind, der gegen Gott. Und wenn wir an Gott seine Seite sein in den Kampf können deswegen durchgehen, dann ist es besser zu verstehen und dann können wir das vielleicht auch besser abnehmen und weiten, dass wir sind an Gott seine Seite. Das ist der Feind, der ist immer gegen Gott. Und alles, was Gott tut und was er geplant hat, dort kann der Feind nicht leiden. So, wenn wir an Gott seine Seite sind und deswegen in diesem Kampf sind, dann können wir vielleicht besser verdrehen oder verstehen wollen. Und das sagt in der Offenbarung 12, der nächste Vers, Vers 8 und Vers 9, wo ich noch lesen, sagt, über die Drachen und seine Engel verloren. Also sie verloren das Krieg. Und vor allem wie im Himmel keine Städte mehr geblieben. Der große Drachen wird rütgestartet. Das sagt der alle Schlangen, der beide Feind in Sodom genannt wird, in der ganzen Welt verlädt. Also das ist, was er tut. Und das sagt, er wird mit seinen Engeln taub rauf ab die Erde geschmeten. Und wenn wir das studieren, dann, das sagt, dass der Feind mit ein Drittel von den Engeln werden rütgeschmeten von dem Himmel rüt. So er hat ein Drittel von den Engeln hat er mit sich gekriegt. Und das sind die, die von der und Tag nach einer Welt alle sind und proben, verschiedene Dinge unterreiten. Und da sind wir in diesem großen Kampf. Da sind die alle von der ganzen Welt unter die Christen verfallen und die schwere Tiden geben. Und das Feind in der Engel, der wird raufgeschmeten. Und das sagt Jesus in Lukas 10, Vers 18, dass der wird raufgeschmeten, dass wir das ein Blitz, was von Himmel kommt. Also Jesus selbst hat gesagt, den so tun, dass ein Blitz von Himmel fallen. So er hat erfahren, hat mit Gott, dass er gegen Gott kann. Er hat keine Macht gegen Gott. Am wird durchgeschmeten und mit seinen Engeln taub, was er jeden am
kriegen deiden. Also da fängt die Kriegel an, im Himmel. Und nu wird man mit dem Himmel rübergeschmissen, und nu prüft manche Menschen, die was Gott geschaffen hat, prüft zu schaffen, und die entgehen Gott zu drehen. Und nu fängt an mit den ersten Menschen, die Gott erschaffen hat, dass Adam und Eva gemerkt hat, und in diesen Garten gebracht hat, und einen Platz gegeben, wo sie alles hatten, was empfehlen denen zum Leben. Sie hatten einen guten Platz. Gott hat für ihn versorgt, dass sie kommen würden, brauchen sorgen für eins Wort. Das wie der beste steht, was Gott für ihn hat versorgt, ab jeden. Und nu, als sie werden, Gott hat ihnen alles gegeben, was sie können haben, bitte eine Frucht, wo sie nicht sollen von eten, von dessen ein Baum hat Gott ihnen verboten, was sie nicht sollen tun, da wird der Mäden im Garten wird, er sagt, von dieser Frucht soll ihr nicht eten. Aber alles andere kann ihr von haben. Bloß von dieser Frucht soll ihr nicht. Und wenn wir 1. Mose Kapitel 3 down, da wir ein paar Versen überlesen. Vers 3 sagt, über Gott sagt, ihr soll nicht Frucht von dem Baum eten, der Mäden im Garten steht. Ihr sollen da nicht von eten. Und dann hörst du der nächste sagt, der nicht mal anschieren. Nicht bloß sollen sie nicht von dessen eten, heißt der sollen nicht mal anschieren, diese Frucht, so dass die nicht sterben. Das ist woran sie das nicht sollen tun. Sie sollen nicht mal anschieren und nicht davon eten willst, dann würden sie sterben, Mann. Aber der Schlange, der wird gleich durchfuß zu der Zeit auch. Der wird durch alle reinfuß, als Gott und das sein wird. Dann sagt er, Vers 4, der Schlange sagt zu der Früh, die wollen gar nicht sterben. So hier fängt er mit leeres Fuß an. So, das wird Gott zu uns sagen, das ist gleich so. Die wollen gar nicht sterben, sagt die Schlange zu der Früh. Und dann fängt er mit leeres an. Er probiert die Fett zu legen. Und er sagt, das steht in der 5. Vers, Gott weiß, dass sobald als die davon eten wollen, die Jugend absenden und die wollen so aus Gott sein. Er sagt, und die wollen so werden als Gott. Und weiten, was gut und was schlecht ist. So kommt der Feind hier an mit seinen leeres Fuß. Zu dem, was Gott erschaffen hat, Adam und Eva. Und er fängt mit der Früh an. Er probiert mit diesem leeres anzufangen. In Johannes 8, Vers 45, der vertelt er mit von den Feind und was der dat und wo er gut mit ist. Das sind mit leeres abkommen. Der Johannes 8, Vers 44 sagt, er ist von Anfang an ein Mörder gewesen und blieb nicht bei der Wahrheit. Und dann sagt er, in ihm ist keine Wahrheit. Er sagt nicht bloß, dass er nicht bei der Wahrheit blieben wird, dann sagt er, bei ihm ist keine Wahrheit. Wenn er legen wird, redet er seine Sprache. Weil er ein Leer ist und der Futter über alle Leers ist. So, das ist, was der Feind ist. Das ist eine gute Description, was er gegeben hat, von was der Feind ist und was der dat, und er ist gut mit das. Und er braucht von der und nach ihm. Er kämpft mit Leers an, nur die Christen. Mit verschiedenen Dingen, was die Schrift sein hat, was wir nicht sollen tun, oder wurde geschrieben, und der sagt, das ist dort. Das ist sehr wichtig. So arbeitet der Feind. Und dann, was dann passieren, dass der Feind ist, hat es Leers gegeben, sagt er in Vers 6, in der Früh sah, dass der Frucht gut leid, und dass der gut zu eten wir, und dass der einem können was Verständnis geben, dann nehmen sie von der Frucht und eid, und geben ihren Mann auch, und er eid auch davon. Auf Englisch sagt das, da sagt er, dann kommt ja wieder, da sagt er, als der Früh den Mann das Frucht geben leid, sagt er, der gibt den Mann der Frucht, der wird der BR wir, wird der Matt wir. Wie ging Kimit über das eben an uns Men's Ministry Freitags so wissen. Ich dachte, wieder interessant, der Paul gleich biefen, was ich von das Morgens von reden will. Der Früh, der nahm diese Frucht, der besagte, und sie nahm den Eid davon und gab ihr Mann auch von dir, der wird der BR wir. Und er, nur mir verstehen, nur er hat sollt, du abpassen, dass die früher nicht wird versorgt worden und dass die nicht wird in der Versicherung fallen. Aber er nimmt auch von der Frucht und sie eiten von dir, sagt er. Und ich dachte, 3 Dinge, die wir hier besonders betrachten können in dieser Vers, was da passieren mit Eifer, als sie von dieser Frucht nehmen. Erstens sagt er, der Früh bekickt die Frucht. Sie bekickt die Frucht. Weil ihr seht, dass man uns einmal auch. Einmal sei wie Wort, was nicht gut ist für uns, aber das lässt gut, das lässt sich, das wird uns gefallen, das wird schein gehen, teilnehmen an dort, und dann bekickt wir dort. Und wir bekicken dort.
Und wir drehen uns nicht weg von dort. Und das, was sie hier tut, der früh sagt, dort die Frucht gut leid. Und das, was sie tut, sie bekickt, sie fängt an bloß mit Kicken. Sie sagt, dass dort eine gute Frucht wir in Janka dort. Besonders, was der Feind ihr gesagt hat. Und dann der zweite sagt, sie nehmen von der Frucht. Ihr steckt sie bloß und dann nehmen sie von der Frucht. Und Gott hat gesagt, wenn ihr es wieder lesen, denn Gott hat gesagt, dass sie nicht Mulde anschieren. Das soll man alle, wenn sie die Frucht nehmen. Ihr steht in die Kirche und dann nehmen sie die Frucht. Dann nur dort, die sie eten von der. Als er euch bekickt hat, geschert, und sie können anjankern, und sie hat die genommen, und dann nehmen sie Teil und dort in sie Eid. Gleich doch, was Gott gesagt hat, was sie nicht sollen tun. Da hat der Feind all die Übermacht gekriegt von den Menschen. Weil die hier hatten die eine gute Gemeinschaft, allemal einfach mit Gott taub. Sie hatten nichts zu verstärken, sie hatten eine gute Gemeinschaft mit Gott und alles, aber hier, nu wollten sie an, was sie getan hatten. Sie hatten gesündigt gegen Gott. In End wurden die Üben abgetan und sie fangen zu sein, was erreichen, was reich wir, gleich ist die Schlange gesagt hat, und das wird so. Das sagt in Vers 7, dann verstünden sie alle beide und sagen, dass sie närtig wären. Die sagen, dass sie wären närtig. Und sie mögen sich, was der Feigenblätter, haben sich bedagen. Und dann verstärken sie sich, sagt er in Vers 8. Von da wieder verstärken sie sich. Warum müssen sie sich verstärken für Gott? Bis hierher haben sie kommen, muss er die Brücke verstärken für Gott. Aber nu plaudern er gewassen und sie verstärken sich für Gott. Gott kommt im Garten an und wohlfleich war der Gemeinschaft haben mit ihm. In der Früh, wo sie wären, Vers 9 sagen, Gott raubt den Mann und sagt, wo bist du? Ich glaube nicht, dass Gott wirklich nicht weiß, wo er wir. Er weiß Gott, wo er wir. Aber ich glaube, was hier probiert zu sein, ist, was hast du getan? Adam, wo bist du? Was tut's? Wo bist du, sagt er. Und dann sagt der Mann, ich hier im Garten ankommen und ich habe Angst. Ich hier hinankommen, sagt er, ich habe Angst, weil ich närtig sie. Und dann verstärke ich mich. So nu sagt er, ich bin närtig und ich habe Angst. Und ich habe eine Furcht über. Er weiß, dass er hat was anderes hier tun. So er verstärkt sich. Dann sagt Gott, wer sieht, dass du närtig bist? Wer sieht, dass du närtig wirst? Warum braucht er nicht auf einmal, dass du närtig bist? Dann kommt die wichtige Frau ab, was er am Frauen tut. Er sagt, hast du von dem Baum gegessen, von dem ich sehe, du sollst nicht essen? Hast du? Weißt du das alles, was du das und wo du bist? Hast du von das gegessen? Hast du dich verschuldigt? Dann fängt das Vergeben an. Hier fängt das Anerbrech an zu sein. Vielleicht ist die Menschen von der und nach, wir legen unsere Schuld immer auf den Ohren zu schieben. Was wir tun, was wir alles tun, gleich immer zu sagen. Oder als wir in Stjana, das oder das, oder das seht, ich soll das das. Vergeben, einen anderen Proben die Schuld zu geben. Und das, was hier anfangen hat. Er gibt die Freude Schuld. Und dann sogar gibt er Gott auch noch die Schuld. In Vers 12, guckt man, was er hier sagen, was er hier antworten hat, als Gott am Frauen hat, als sie haben von dieser Frucht gegeben. Und der Mann sagt, der Früh, das ist ein Momentje, der du mir gibst, da sagt er, der du mir gegeben hast, das habe ich von dir. So hier für ihr schlicht der Früh die Schuld, danach sogar Gott sagt, das ist der Früh, was du mir gibst. Sie gibt mir von dieser Frucht zu eten, sagt er. Sagt er, ich uit, weil sie baut mir da an und sie gibt mir da und ich uit. Und dann hat Gott Wort zu der Früh zu sein, in Vers 13. Und Gott, der Herr, sagt zu der Früh, was hast du bloß getan? Was hast du getan? Und sie sagt, sie gibt der Schlange die Schuld. Sie sagt, der Schlange mögt mir was fair und ich uit. Der Schlange mögt mir was fair. Der lehrt auch was dat jankeren. En hij probeert dat aan te jankeren, dat van de vrucht worden eten, dan worden ze worden als Gott. Ze worden als Gott en ze worden alles weten, en dat jankert er. En dat wird einer zu wat den Feind noch einmal gejankert hat. Der Feind hat noch einmal gefallen gehabt an dort, was Gott hat, was Gott will. Er will dort sein, was Gott wird. Er will Gott seinen Platz nehmen. Wenn er hat könnt, er wird Gott seinen Platz haben genommen. Deswegen braucht das Krieg ut im Himmel.
Hij wil ze worden als God. Hij wil zijn stad aannemen. En dat is wat am jankeren deed. En dat is wat am zijn stad, zijn plaats gekost had, toen we hem helemaal richtig schmeren. Maar nu probeert hij deze mensen, wat God geschaffen hat, ook diesen Verlangen te geven. Dat zij ook weer den Verlangen haben, so zu worden als God. Dus God, hij wist dat God wird almachtig. Hij kan alles doen, dat wird een zeer machtiger God. En dat wist hij vind goed. En nu probeert hij dus, hadden de mensen dat probeert aan te janken. Dat is wat hij aan het verleiden deed. En dat is wat einfach zijn, dat waarom zij van deze vrucht gegeten hadden. Dus hij had zich laten aanjanken van den Feind, van de slang. En dan doen we dort sprak Gott een vlucht over de slang, over den Feind. In 14e vers. En Gott had gezegd tot de slang, willst du dit gedaan hast, wo ik die bestrafen? Van alle Tieren warst du dat einzige zijn, der op een bok kruipen moet, en du warst leven lang met een eed vreden. Van daar fängt het aan, wo de eerste Eier wieder slang geht, dat der musste am Bock kruipen, als nun hier nu. Aber nu muss er von daar wieder einmal am Bock kruipen en eed vreden. Dat is wat de straf hier, dafür wat hij gedaan had. En dan moeten we kijken door de vallen van wat de zin brengt, en wat de mensen begonnen hadden, daar weer een vallen te eeuwen. God kon het niet meer vertrouwen. Maar hier had hij een ganz getrust, hij had een vertrouwen met dat, wat hij in die gegeven had, dat ze zullen abhossen in den Garten, den er sein en alles. Aber nu können Gott het nicht mehr trusten. So, hij muss uit diesen Garten rausbringen. In 1. Mose 3, Vers 22, wenn wir übergehen mit der 22. Vers, da sagt er, in Gott der Herr sagt, kijk mal, der Mensch weet nu wat wie vom Goudet en Schlachtet weten. Hij zal niet nog met eenmaal van de vrucht van dem Baum der Levenjaft nemen en eten, en op einmal leven. Doorwegen schickt Gott der Herr arm uit den eigen Garten uit. Dat hij zal eed bearbeiten, en wanneer hij gekomen en von Himmel lesen, dat hij zal de eed bearbeiten, van wanneer hij gekomen weer. Ik heb hier nu van hier wieder, nu muss hij zelfs de eed bearbeiten, wat hij eerst niet gebruikt. Nu ist er nicht mehr an den Garten werden, nu müssen sie selbst schaffen, für was empfehlen wird. Sie müssen die Eid bearbeiten. Und dann noch einer zu die Gemeinschaft, wie gebräuchen. Die Gemeinschaft, wie zwei gebräuchen zwischen Menschen und Gott. Sie werden nicht eine Trennung gegeben zwischen Gott und Menschen. Sie werden nicht mal taub, dass sie erst was werden. Das hat eine Trennung gegeben. Und er sagt, wenn die wurden von das Eden, wo die gestorben. Und das Sterben hier, das meint nicht, dass wir nu sterben, dann meint geistlich würden sie sterben machen. Da würden eine Trennung sein, sie würden geistlich geschätzt sein von Gott. Sie würden nicht mal die Versammlung haben, aber die taub sein, dass sie erst was werden. Und dort ist der Tod wird von reden. In Römer 6, Vers 13, der redet auch von der Sinn, der Lohn, was der Tod von Sünden. Sagt der Lohn, den der Sinn ist, Tod ist Tod. Dort ist der Tod. Das ist die Trennung von Gott. Und sagt er, Gott überschenkt das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. So hier fängt es an. Hier fängt der Sinn an. Durch Adam und Eva, die ersten Menschen, was Gott gemerkt hat. Dort, wo der Fluch von herkommt, der Sinn von herkommt, der wir unser Leben machen. Und deswegen müssen wir kämpfen, jeden Tag, besonders Christen müssen kämpfen, jeden Tag. Dat is het loon van de zin die we begonnen hebben. Aber ein gutes Ding, was passieren wird. Gott will auch nicht haben, dass dieses in dessen Zustand soll bleiben. So er versprach er wird einen Erlöser schicken. Dann all ganz von Anfang. In 1. Mose, da haben wir all für das erste Mal, wo Gott ein Versprechen schicken wird, dass er wird einen Erlöser schicken, was das wird sozusagen abfixen, was der Feind hat vergebrochen. Dat zij getrouwd werden, wat God getrouwd wird von den Menschen. Dat sagt hier in Vers 15, du in der Früh wollen jünd Feindschaft sein, und die nu kommen, wollen sich nicht leiden können. Also hättet ihr von sie nu kommen, das wird Jesus Christus sein. Adam und Eva nu kommen. Er wird die den Kopf verwunden, und du wirst der Haag verwunden. Gott sagt hier, dass von seinen Nachkommen wird der kommen, der wird den Feind, der mag wegnehmen, der er nie gehört hat. Und
En dat wordt Jezus Christus zijn. Dat wordt aan de maag wegnemen. En dat wordt een leider zijn dat zij waar worden terechtkomen. Dat zij gaan waar komen met Jezus Christus en met God. Daar is Jezus Christus den hij wordt schaken. En dit is de vriend ook ganz klaar, ganz nauw, wat er passieren zal. Dat God een leider schaken wordt. Daar is nu komen, daar is zoet. En dan fängt der Feind an zu arbeiten. Mit all seiner Macht, das brauchen wir zu beten, dass das nicht wird passieren. Dass da wird wer kommen, dass Gott wird wem schrecken, was er wird erlösen von dort. Und der Feind der Braut, rein kurz, fängt an mit Adam und Eva, ihrer Familie, mit der ersten zwei Sehens, Cain und Abel, was die hatten. Da braucht der Feindschaft manche bringen, manche Familie, und er kann das auch. Cain schlug seinen Bruder tot, so da wird der erste Mord, was begonnen wird. Manche Menschen. Das wird wenigstens den Feind. Da fängt der Mord an. Und Abel, als er seinen Bruder durchgeschlagen hat, die war am Bach geschickt, von der Arm, wo sie wären. Aber sie hat noch einsehen, wo das so wirklich soll kommen. Dass wir nicht durch Cain oder Abel, dass wir durch Seth, durch Adrera sehen, wo das so soll sein, wo Jesus von herkommt. Dort wird der Nachkommenschaft durch Seth. So können wir hören, wo der Feind viel Macht hat, der kriegt immer Macht, manche Menschen, und Menschen, die fangen an zu sinnen, in ein sinnliches Leben zu leben, gegen Gott. Und das wird schlechter und das wird schlechter. Wenn wir in 1. Mose bleiben dann und bis Kapitel 6 gehen, dann können wir hören, was da passiert als manche Menschen. Menschen, die fangen immer schlechter an zu werden. Die fangen schlechter an zu werden und schlechter an zu werden. Und Gott muss da was mit tun, so er will sich die Menschen abtreten. Alle Menschen, die ganze Menschheit abtreten. Für was leiden, für was für ein Leben der Leben leiden. Das sagt in 1. Mose Kapitel 6, Vers 5, der Herr sagt, dass die Menschen sehr böse abgeirrt werden. Und dass ihre Gedanken bloß den Zeit überschlechtet werden. Also er sagt, dass ihre Gedanken, die werden nicht gut in ihre Gedanken. Alles, was sie denken, was sie tun, das wird böse gegen Gott. Das was passiert wird mit den Menschen. Er sagt, in den Herr, den das Leid, das Menschen gemerkt hat. Den das sogar Leid, das Menschen gemerkt hat in Vers 6. Und so nu will er sich eine Flut mit der Flood, wo Menschen abbringen. Aber du wird, Gott denkt, du wird ein gerechter Mensch, wem er brauchen, der haben eine Arche bauen. Dass von diesen Menschen, von den guten Menschen sollen gerat werden, was danach ewig bleiben werden. Und dass wir bloß Noah und seine 3 Sehens. Noah und seine 3 Sehens, ihre Mumpjes. Das wir nur einzige, was da überblieben von dieser Flut. Und hier wird der Feind vielleicht auch so gedacht, nu hat er gewonnen. Nu hat er die Menschen abgerieben und nu hat er dort fair gebaut haben, dass das Erlöser nicht wird kommen. Aber der Nachkommenschaft kommt durch Noah, seine Familie, was da ewig geblieben wird. So das noch war gute Nachricht zu haben. Und Jesus soll kommen durch einen von seinen Sehens. Die 3 Sehens, die er hat, das Sam, Ham und Japhet. Und dass wir durch den zweiten Sehen Sam, wo Jesus soll von kommen. So der wird ewig geblieben. Von durch die Flut. Und dann, wenn wir hier nachdenken, du wird sehr viel sein, wo wir können über von vertalen und über lesen können, was da alles passieren, die zwischen der Zeit, was die Flut wird, und von der Zeit, wo Jesus auf der Welt kam, wo der geboren wird, der Erlöser. Dann ging hunderte, viele Jahre vorbei. Dann passiert das, kam der Erlöser, was Gott versprochen hat. Wenn wir übergehen in das Neue Testament, wir fangen an von 1. Mose und dann gehen wir über nur das erste Buch in das Neue Testament, wo das von lesen wird, wo ich von schreiben wird, von wo der Erlöser kommt. Matthäus Kapitel 2, Vers 2, er redet von, dass der kann ich wie gekommen, der wird geboren. Jesus Christus, der Erlöser, was Gott damals versprochen hat, der wird auf die Welt gekommen. Nu wird er geboren. So der Feind hat nichts getan, um das Pferd zu beten, dass das soll passieren. Dat du wird wer kommen, was entweder wird Trägheit und erlösen von der Sünden und Schuld, was sie begonnen haben. Aber mit einem Denken, der Feind ist in der Hobel, gleich so manch.
En hij heeft nog een grote hoed tegen God. En hij proeft nog einmal er wat met te doen. Als Jezus geboren werd, dann wären er wat Stierenforscher, die kamen von Osten, die sagten, sie hadden im Osten sie einen Stieren gesehen, die werden nie Stieren, was auf einmal morgen dein, was die wir. Und dann wollen sie hier rein und checken, was das bedienen dein, was das passieren dein. Und sie wissen, dass da soll ein Kind geboren werden, der Heiland soll kommen. Und sie gingen hier den Stieren hier rein in forschen Raum. Und hier kam der Feind war am Mank. Hier brauchte das war zu verstehen. In der Vers 2 sagt dass wo ist der niegeborene König, früher diese Stierenforscher von den Juden. Wir haben im Osten sind Stieren gesehen und sind gekommen am Unterbeten. Also sie kamen hier eine Herodes, der König Herodes, nach dem kamen sie Frau und forschen, wo das König war, wo sie von gehört hatten, oder geboren war. Und hier hat der König Angst vor, hier braucht der Feind den König. Dann der Proben fertig beten und den Proben abzunehmen. Geboren wird er nu, aber nu will der Feind sein, dass er den können abbringen. Und er braucht das ein König dort auch. Und dann fängt er mit Lehrjes an. Hier braucht den König Herodes mit seinen Verlangen und was er über das Denken deut. Das sagt in Vers 7. Dann raubt Herodes sich der Stierenforscher heimlich am Arm auszuforschen, gerade wann er das Stieren für ein Tag gekommen wäre. Also der König erklärt doch so, wenn hier soll nie König geboren sein, da würde er vielleicht einmal seinen Platz verlieren. Er wird der König. Und hier will er was mit tun, hier will er sein, wer das König wäre. Dann checkt er an Bethlehem und sagt, Gott siegt, als er das Stierenforscher auch schon am gekriegt und sagt, Gott siegt nicht das Kind. Siegt das bitte, dass ich gefangen habe, dann kommt dort mir weiterlassen. Sag mir, wo ihr den gefangen habt und wo der ist. Dann sagt er, dass ich auch anbieten kann. Ich habe gesagt, hier, das war leer gesprochen. Das ist nicht, was Herodes wörtlich im Sinn hat. Aber er sagt, wenn ihr das Kind nicht gefangen habt, dann kommt er und dann lasst mich weiter, dann will ich auch kommen anbeten. Die Möglichkeit ist hier, und er will auch das Kind anbeten. Was sei denn anbeten? Aber ich habe gesehen, wo Gott Jesus hier war beschätzen leid. Hier wird Jesus ein kleines Baby geboren, ein kleines Kind. Und Herodes will proben, das Kind dort zu merken. Und dort wird auch der Feind, was Herodes brocken leid, das auch. Und er will hier noch proben, das abzunehmen, das Kind, das Erlöser, was Gott versprochen hat. Und dann sagt er, und als sei ab den Dreh weich wären, so hier hat sich so sind all durch was, dann hat sich Jesus gefangen, und nun sind sie ab den Dreh weich, weil Herodes hat bestellt sollen, wenn sie das Kind nicht gefangen haben, dann sollen sie Dreh kommen, um dort sein. Und dann sagt er hier, und als sei ab den Dreh weich wären, und check mal, was da passieren wird. Als zij op den Treeweg waren, kwam den Herrn zijn Engel naar Jozef im Traum und sagte ihm, steh ab, nimm das Kind und seine Mutter und flieg nach Ägypten und bleib dort, bis ich ihn sagen will. Dann sagt er, kick mal, was sein Plan ist. Er sagt, er will Herodes haben einen Plan, das Kind zu sägen, dort umzubringen. Das war das Engel hier sein, der Jozef. Sagt er, der Herodes, der will nicht gaudet. Der hat nicht gaudet im Sinn, er will das Kind abbringen. So, nehmt das Kind in Ägypten, gut nach Ägypten, aber ich kann nicht versagen, ich kann zurückkommen. Und Herodes, der lügt hier nach Hammer, da wird hier nach Hammer gelügt haben, dass Stierenforscher sollen zurückkommen, um das nur reich bringen, wo das Kind ist, dort heute kann was mit tun. Dann sagt er in Vers 16, als Herodes dort antwortet, dass die Stierenforscher am angeschmiert haben, wie er schrecklich da, das mögen sehr da. Als er sich antwortet, das am angeschmiert hat, das mögen schrecklich da. Und befahl, dass in Bethlehem in der ganzen Umgegend alle Kinder 2 Jahre alt in der Unge sollen doodgemerkt werden. Weil er wusste, dass er von den Stierenforscher gehört hat, wir von ungefähr 2 Jahren, was den Stieren gesehen haben, so wird nu, wo das Kind al 2 Jahre sein. Und so haben wir dass alle Kinder 2 Jahre in Unge sollen doodgemerkt werden. Und dann, wie ich dachte, dass er da, wo Jesus doch ein von den Angst sein, dann würde er kein abbringen. Aber wir wissen, dass Gott schickt den Engel in zur Warnung, die sollen nach Ägypten fliehen mit der Kind, dass das können geraten werden. Weil Gott hat einen Plan für die Menschen, dass Erlöser soll entraten. Und Jesus wird verschont geworden, auf einem besonderen Weg, sehr besonderen Weg, was Gott, Jesus Christus, beschützen wird, als er noch ein Kind war.
Dus hij had een plan verernt. Hij wil het goede Noorrecht brengen, dat zij worden kan die erleid worden van de zinden, schuld wat zij begonnen hadden. En als dit passeren deed, dan jette waren dan een lange tijd wat het fashion is, waar ik niet, waar even gaan. En ik dacht zo, om dit alles even te gaan, wat hier alles wieder is, wo de Feind de mensen wiederbrochen deed, wo we vandaag zomaar eens tijd voor gaan. En ik ben zeer dat in mijn mondje, hier is zoveel informatie bij, er wordt veel meer tijd gebrochen als wat we hebben in Samarië's, dat te erklären alle. En ik dacht zo, vielleicht wil ik dat in 2 delen merken, waar ik vielleicht nächstes Mal, wat ik in de boodschap breng, von hier wieder, wird das eng, wenn das Gott sein Willen ist. So, ich glaube, ich will hier schließen, weil es kann sein, meine Zeit ist am Ende gekommen, um das nicht zu lang zu merken, dass wir die Zeit brauchen, um das ganz mit eng bringen, von was ich so überdacht und reden. So, ich will hier belassen, aber wenn wir ein mit dir kann verstehen, woran diesen Kampf, woran wir in diesem Kampf sind, dann haben wir bis uns freien, dass wir sind und Gott seine sieht, gegen den Feind. Amen. Ich glaube, dann ist das wird, in diesem Kampf zu sein. Wir wissen, wenn Gott für uns ist, dann wer kann gegen uns sein? Der Feind kann gleich. Der Feind hat es erfahren, er hat rennt in der Macht gegen Gott. Das wissen wir alle. Und nu proeft die Menschen, die Christen, proben auch gegen Gott zu drehen. Gleich, dass er sich gegen Gott gedreht hat. Am Anfang wieder er mit Gott mit. Er wieder ein von seinen Dienern, was er erschaffen hat, wieder ein von den ganz ersten Engeln, was er brauchen hat für seinen Dienst. Aber er wird stolz und wird Gott aufjanstig, dass er nicht noch mehr Kraft und Macht hat. So er will die Wort als Gott. So, wenn wir das ein bisschen begreifen können, warum das erst, dass wir in diesem Kampf sind, das ist nicht Fleisch und Blut, wo wir mit kämpfen und übergehen. Das ist der Erste, der uns proben zu regieren. Wie wir uns auf den Trostpunkt überdenken, dann warum sind wir in diesem Kampf? Das ist deswegen, weil der Feind arbeitet gegen Gott. Das Gott Feind gegen Gott und er will die Menschen auch gegen Gott drehen. So, wenn wir mutig bleiben und kämpfen, das ist ein goldener Kampf, wo er uns auf den gesagt hat, wir können in Gott seine Sieg bleiben und nicht abgeben. Dankeschön für Horchen. Wenn wir nach dem Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir beten die an von das Mars nach Himmel und wir danken dir, dass du uns Gott und uns Vater bist und dass du der Gott bist, der uns gemerkt hat. Du hast Himmel in ihr gemerkt und du hast uns nur dein Ebenbild gemerkt. Und wie kann es sein, wo der Feind alles probt zu tun, uns gegen die zu drehen. Aber ich danke dir, Gott, dass du uns hast den Heiligen Geist geschenkt, dass wir sicher sein, dass wir mächtig kämpfen gegen diesen Kampf, wo wir so viel an uns fängen werden zu sein. Und ich danke dir, Herr, dass wir sein, woran wir in diesem Kampf sind. Wir können sein, dass der Feind der will proben, all deine Kinder gegen die zu drehen. Gott, ich bete, dass du uns Verschmaut geben, wenn wir die schwere Tiden gehen, dass wir das kann sein, woran wir kämpfen, und dass wir nicht abgeben würden, dass wir nicht würden so denken, dass das nicht wird, aber dass wir kann sein, zu Gott Latz, du wirst gewinnen, und wir wollen für ewig mit dir können sein im Himmel, aus deiner Kinder, aus deiner Familie. Ich danke dir, Gott, für diese Botschaft, und ich bete, dass du wirst jedem in dort segnen, und wir von hier gehen. In die Namen wir mit Danksagung. Amen.